So. Ah ja, da bin ich wieder. Hehehe. Jo. Circa 10 Sekunden haben wir wieder die Verzögerung drin. Ach, das mal mit Pulli sogar. Ich meine, obwohl ich die Heizung, genau. Obwohl ich die Heizung hier drin habe, ist es doch etwas kalt. Von daher bin ich heute mal im Pulli hier unterwegs. Und ansonsten fängt jetzt wieder das obligatorische Warte an, bis entsprechende Zuschauer wieder hier sind und wir dann die Episode heute anfangen können. Desmal ist es die Serenade der Panik. Ich bin sehr, sehr gespannt, was kommen wird. Beim letzten Livestream war es ja wirklich so, dass ich 3 Stunden in etwa gemacht habe. Und in der letzten Stunde kamen dann so allmählich Leute an. Und genau dann, als ich gemeint habe, so, jetzt mache ich Schluss, ich bin hundsmüd, hatte ich auf einmal 12 Zuschauer live im Stream. Ich wollte euch nicht verkraulen, indem ich gemeint habe, boah, nee, jetzt kommen die Leute, ernsthaft. Es war wirklich nicht so gemeint. Es ist nur halt dieser Unglaube von mir gewesen, dass ich halt 2,5 Stunden wirklich da rumgekaspert bin und niemand kam. Und auf einmal hatte ich zum Schluss für Mai-Verhältnisse Full House auf einmal im Stream. Und ansonsten, oh, ein Zuschauer habe ich schon. Hallo Zuschauer. Ansonsten, wenn ihr schreiben wollt, könnt ihr ja hier unten direkt schreiben wieder. Einfach im Chat schreiben, ich sehe euch dann. Und wenn ich euch sehe, das ist so das Schöne an diesen PS4-Livestreams, muss ich nur genauso, wo mein Blick jetzt hier geht, muss ich nur drauf gucken auf den Fernseher und sehe schon, was ihr schreiben. Das ist einfach so angenehm für mich. Da muss ich nicht ständig, wer schreibt dann was im Chat, und muss dann der halbe Chatverlauf nochmal vorlesen und darauf antworten. Und das, obwohl wir schon eine ca. 10-sekündige Verzögerung haben, sondern ich kann so wesentlich besser live mit euch interagieren. Deswegen gefällt mir das einfach sehr gut mit dem PS4-Livestream. Das einzig Blöde ist halt nur, dass ich den nicht wie einen PC-Livestream vorbereiten kann, dass das Video bereits auf YouTube zu sehen ist und ich dann sozusagen in den Stream einsteigen kann, wie das über PC und OBS möglich ist. Ach ja. Ja, mein Wasser ist auch wieder am Start. Ich würde sagen, ich warte so maximal wieder bis 20:15 Uhr. Die erste 15 Minuten haben sich immer so etabliert mittlerweile, dass Leute dazukommen. Und dass ich dann auch anfangen kann, dass einigermaßen Zuschauer da sind, damit ich auch direkt weitermachen kann. Beim letzten Stream habe ich für mich entdeckt, dass man hier mit dem rechten Stick sich umgucken kann in dem Raum und das trotz normalem Startbildschirm. Also ich muss sagen, das finde ich auch sehr schön gestaltet vom Spiel, dass man hier sich nochmal umgucken kann. Das ist ja dann dieses Sebastians Zimmer im Stem, was man da vor sich hat. Und mir gefällt das unglaublich gut, wie das auch hier gestaltet ist. Wie gesagt, beim letzten Stream habe ich ja drüber schwadroniert, wie sehr ich doch solche alte Dia-Projektoren mag, da wir persönlich zu Hause in der Familie noch einer haben und mein Vater dort damals sehr akribisch die Dias geschnitten hat für unser Urlaubsbilder und alles mögliche. Und deswegen muss ich sagen, ich bin ein Fan von den Dinger. Ich war schon immer interessiert an Fotos und an Fotomacher. Nur die selber so zu schneiden, wie das mein Vater früher gemacht hat, ich glaube, das wäre mir dann doch zu viel Arbeit gewesen. Das ist an sich schon mal eine Kunst, so Dias zu schneiden mit der entwickelten Filme und so. Ach ja, das war noch Zeiten früher, da war alles noch etwas anspruchsvoller. Heutzutage muss einfach nur der Flimmerkasten funktionieren und solange der PC tut und solange das digitale Zeug funktioniert, ist alles in Ordnung und man kann sich da ganze Dinger da machen. Sprich, man hat dann auch ganze USB-Sticks mit 512 GB voll mit Bilder und so pipapo, was man dann auf dem Fernseher gucken kann, wo man dann früher, wie gesagt, das habe ich schon beim letzten Stream gesagt, so ein kreisrundes Ding, wo die Dias drin waren, hatten wir nie. Wir hatten so Führungsschiene, wo dann so, sagen wir mal, 30 bis 50 Dias oder so drin waren und die haben sich dann immer so langsam Stück für Stück vorgeschoben. Und da waren dann 50 Bilder maximal oder so auf so einem Kasten drin. Ne, Quatsch. 100 oder so müssten es gewesen sein. Es waren Setzkäste, wo 2 von den Teilen nebeneinander lagen und die hat man dann wechseln müssen. Das war dann so die A-Schiene, die hat man dann durchgerasselt und dann hat man die B-Schiene hinterher gemacht. Da hat man seit 30 bis 50 Bilder gehabt und hat dann 100 in so einen Kasten dann reinsetzen können von den Dias. Ach du liebe Zeit. Das war noch Zeit, aber ich mag die 90er. Ist halt die Epoche, in der ich groß geworden bin. Ich bin ja 1988er Baujahr, von daher die 90er Jahre.
Das ist so die Zeit, in der ich Großwoche bin. Herrlich, herrlich sowas. Ach ja. Das kann ich euch jetzt noch alles erzählen, solange kaum jemand tot ist. Und an alle diejenigen, die sich den Stream dann später angucken, kann ich auch wieder nur sagen, ist absolut kein Problem. Ihr könnt das Palaver von mir am Anfang vorspulen, muss man sich ja nicht unbedingt am Anfang immer gleich geben. Diese Monologe, die ich hier halte, um zu warten, bis Leute kommen. Ach ja, ihr könntet dann wieder einsteigen, so, ja, maximal. Das Schöne ist ja, da oben seht ihr ja auch die abgelaufene Zeit und da sehe ich auch die abgelaufene Zeit. Weswegen ich mich da immer herrlich orientieren kann, wie lange ich jetzt eigentlich hier schon verballhornt und verdummdödelt habe. Und kann dann immer sagen, okay, ja, so noch 3 Stunden, könnte man so langsam zum Ende kommen. Und ich würde jetzt sagen, gib mal maximal noch 10 Minuten und 9 Minuten und dann fängt das Ganze an. Also spätestens 15 Minuten nach abgelaufener Zeit fängt der Stream auf jeden Fall an. Bis dato muss ich halt warten und warte, bis sich Leute hier ohne melden. Und wenn ihr wollt, schreibt natürlich mit mir. Absolut kein Thema, dafür ist der Stream jo hier. Am Anfang babbel ich mal schon die Gosch fusselig, dass ich mal ein halbes Glas Wasser leer gebummt habe. Kann ich jetzt bei der Gelegenheit auch noch hier mein Mikrofon. Da ist eine Wasserflasche umgekippt, aber glücklicherweise war die leer. So, jetzt kann ich das Ganze noch so verschieben, dass es vom Sound her optimiert ist. Und ich sehe auch noch, ich könnte mal meinen Bart noch etwas richten. So, aha, ja. Gut, wunderbar. Dann sitzt der ach. Und ansonsten warten wir jetzt halt wieder, bis Leute durch sind. Einfach, ich sag, was mich stört, ist, dass die Brille hier spiegelt. Das ist etwas nervig. Eventuell könnt ihr es ja sehen, dass sich hier dann der Bildschirm hier spiegelt. Dass ich hier ein Mini The Evil Within drin habe. Je näher ich komme, desto interessanter wird es bestimmt. Ach, Trinkness, ja genau, das werde ich jetzt machen als allererstes. Ist schon parat. Aus meiner 1,5 Liter Flasche natürlich. Und es ist natürlich eine 80-20 Mischung, ist klar, ne? Alter Falter. Als ich das gehört habe, das war das Allerfertigste überhaupt, diese Vorstellung, dass sich wirklich jemand eine Wodka-stilles Wasser mit Zitrone-Mischung, wo mehr Wodka als Wasser drin ist, einfach reibbummt. Und dann, ja, die Geschichte haben wir ja beide gehört. Alter Falter. Beziehungsweise sein Samstag oben damit ausklingen lassen, so Skinny Bitch sich runter zu pumpen und sich dann in die Koje zu schmeißen. Das hat so ein bisschen was von The Simpsons, wo dann die Marge meint, warum ist hier immer so ein Margarita-Mixer im Bett mit drin? Ich liebe es, betrunken aufzuwachen und pumpt sich durch den Margarita-Mixer runter. Ach ja, fertige Leute und so. Aber freut mich, dass du es auch gepackt hast, wahrscheinlich, weil ich dann noch die Nachricht geschickt habe, dass ich mal deinen Link später angucken werde. Ja, es ist halt so. Für den Link, den du mir geschickt hast, habe ich leider noch keine Zeit gehabt, aber den lese ich mal später auf jeden Fall nochmal durch. Es klang auf jeden Fall recht interessant, was du da geschrieben hast. Ach ja. Jetzt sind wir schon bei 3 Leuten. Juhu. Moin moin Andi, ja, Margarita musste dir leider nur bildlich vorstellen. Das ist halt das eben drum, so sieht's aus. Ach ja. Und nee, Margarita gibt's leider hier nicht. Wir hatten schon davor, ich könnte mal doch so Skinny Bitch mixen, das ist... Eine Skinny Bitch ist ein Mix aus Wodka und stillem Wasser mit Zitrone drin. Das heißt im Endeffekt, du spürst den Wodka oder schmeckst den Wodka kaum raus und kannst so viel und so schnell wie möglich Wodka runterballern. Ja, lieber ein guter Boy. So sehe ich das auch. Ach ja, am Samstag ist wieder Woi-Probe. Da freue ich mich drauf. Der Winzer, zu dem ich immer gehe, der hat wieder Woi-Probe. Und das ist immer umsonst dort hier zu gehen. Es gibt auch immer 15% Rabatt, wenn man dort hingeht und sich die Weine selbst einkauft. Und dann kann man wieder gratis trinken. Und dann kann man zusätzlich auch noch sich die gute Weine aussuchen. Da hole ich mir immer fast Lab, so Kistelwoi. Da habe ich eine schöne gute Weih. Ich liebe das. Ach ja. Gut. 5 Minuten machen wir maximal noch die Wartezeit. Und dann
dann geht's los. Ein Like habe ich sogar auch schon gekriegt. Sehr schön, danke. Ah, Mann. Ich hasse es, wenn irgendwas im Arsch noch drin hängt. Klingt gut. Was klingt gut? Die Skinny Bitch oder die Voiprobe? Man weiß es ja alles nicht, was Mensch. Und aufgrund von der 10-Sekunden-Verzögerung, die man in etwa hin, sehe ich es als auch nicht immer genau, was ihr meint. Weil, was ich babbel, das ist gesagt und sofort wieder vergessen. Aber ich habe schon ganz am Anfang gemeint, obwohl ich hier Heizung drin habe, bin ich heute sogar mal im Pulli drin, weil, es ist schon ziemlich kalt draußen. Die Weinprobe mit einer Skinny Bitch, genau. Zuerst in die runtergeballert, bevor man zur Weinprobe geht und dann geht's los, ne? Alter Falter, die Vorstellung. Sich mit so einem 50-50 oder 80-20 Wodka-Gemisch abzuschießen. Am besten noch so ins Schoppeglas rein, in der 05er Wollschorlerei, ins 05er Wollglas rein und dann runterzischen auf Ex und dann geht's los. Alter Falter. Aber ich würde sagen, mit 3 Leuten. Und wir machen jetzt sofort weiter. Kapitel 11. Neu verbunden. Auf seiner Suche nach O'Neill findet Sebastian Hoffmans verlassenen Unterschlupf. Ein Erinnerungsfragment führt ihn in das Sperrgebiet im Mark. Da machst du direkt einen guten Eindruck, richtig. Ach ja. Stimmt, ich erinnere mich. Du bin ich das letzte Mal stehen geblieben. Ich weiß es noch. Du dürfte ich ja meine Karte wieder haben. Genau. Da hat mich dann hier toter Mobius Operative war du noch. Den könnte ich nochmal abgrasen. Nee, Moment. Da geht's wieder zum Sebastians Zimmer. Und wenn wir uns nochmal an die letzte Episode, an den letzten Stream erinnern, dort war die Sache, dass der Pareteo hier aufgetaucht ist und der steht total auf Leutverbrenner und auf so einen kranken Scheiß und der scheint irgendwie Mark 8 zu infiltrieren und nach generell hier die programmierte Sache im Stem hier zu beeinflussen. Insofern, das wird noch sehr spaßig mit dem Kerl. Der Pareteo bringt definitiv Freude. Aber er macht es auf jeden Fall ramontisch hier mit einer ganzen Kerze und hier noch mit ein paar verkohlte Leiche. Also der weiß schon, wie man hier schönes Ambiente macht. Hier war der tote Mobius Operative. Das wird ja noch bei... Natürlich jetzt, wo ich die Spritze nämlich brauche. Jetzt hätte ich hier nicht gefunden. So what? Ich muss dort entlang. Folge Hoffmann, um herauszufinden, wo sich O'Neill aufhält. Wo war denn das jetzt nochmal? Ne, hier ist gesperrt. So, da geht mal gar nichts. Hier haben wir nur den Unterschlupf. Genau, wir können aber da auch nochmal durchgehen. Interessant, dass er die Unterschlupftüre niemals eintritt. Dann... Moment, gerade nochmal gucken. Oh Mann, wenn man sich schon so dermaßen hier auf die Karte verlassen muss, um irgendwie weiterzukommen. Restricted Area. Ich glaube, das war's hier, das Gebiet. Genau. Ja, genau, das war hier. Volker Hoffmann, um herauszufinden, wo sich O'Neill aufhält. Genau. Munition haben wir wieder einigermaßen. Ja, Schrotflinte. Ja, sieht etwas ärmlich aus, aber ich denke, das kriegen wir noch irgendwie hier. Ich hoffe es zumindest. Da ich die Pistole dermaßen gut auf Crit geskillt habe, dürfte das bei Ruhelose eigentlich recht ordentlich funktionieren. Ja, uff. Ah ja, okay, da ist er. Toter Mobius Operative wurde protokolliert. Ich glaube, ich sehe ihn direkt vor mir. Da brauche ich nicht unbedingt das Gerät, um das rauszufinden. Aber okay, was hat er dann bei sich? Eine Tasche, yeah. Und was für Annie? Tasche verbessert. Tasche für Schrotmunition von 13 auf 16. Jetzt kann ich 16 Schrotmunition mit mir rumschleppen. Das ist doch schon mal gierig. 3 von 4 haben wir insgesamt. Okay. Gierig, das ist übrigens ach so ein voll normal Tom Gerhardt-Ausdruck. Weil wir so bei der Erbenstufe gehabt haben, ne? Ich geht. Oh, scheiße, den habe ich nicht gesehen.
Alter Falter, den habe ich nicht gesehen. Da bin ich jetzt etwas zusammengezuckt. Die Gretel hinter der Heck. Gibt's doch alles gar nicht. Alter Falter. Ich meine, in dem Moment, als er sich bewegt hat, habe ich sie erfasst und bin dann zusammengezuckt, Alter. Ach ja, ich kann als Aramol ein Knetkopf sein. Mann. Okay, was hat's dann hier noch? Alter, du Kotze-Typ. Wäh. Also wenn das heute schon so anfängt. Verreck doch in der Hölle, du ekliger Typ. Gewitterleid, also wenn es heute schon echt so anfängt. Alter, ich gehe kotzen und kacken gleichzeitig. Waffenteile, 40 haben wir noch gefunden. Haben wir hier noch irgendwas drin? Nee, ich glaube nicht. Alter Latz. Scheiß doch ins Kanonenrohr. Ich glaube, hochwertige Waffenteile waren das, was ich gefunden habe, bevor der Widerling hier rausgekrabbelt ist. Alter, nee, wenn es heute schon so anfängt, wissen ihr? Wenn ich mich heute schon so verschreckt vor jedem Scheiß, wehe, die Geistergretel kommt wieder angekackt. Ich glaube, dann gehe ich echt kotzer. So. Dann ist das schon mal geklärt für heute. Okay, 10, ja, 25 insgesamt haben wir nur noch. Herr Uff, das Licht bleibt hier in dem scheiß Kabuff. Ich sag das im Gute. Okay. Na gut. Das sieht ja klasse aus. Das sieht ja aus wie ein Outlast hier. Das mag Geheimlabore. Ja, klasse. Das sieht aus wie bei Outlast Whistleblower. Herzlichen Glückwunsch. Das weckt natürlich sofort mal die Seriosität von diesem Lade hier. Ich will nicht. Ich glaube, Serenade der Panik war heute echt gut gewählt. Alter Falter. Ich mag nicht. Aber ich glaube, der steht nämlich auf. Die Mobius-Typen stehen selten mal wieder auf. Okay, du musst ich anscheinend rebooten, oder? Oh, ich kann das von hier aus lesen, natürlich, wie im richtigen Leben 8. Wahrscheinlich hält er so seine Uhr hier und mit der Reflexion von seiner Taschenuhr, mit der Reflexion von seiner Armbanduhr kann er das Ganze dann lesen. Computerdatei, Sicherheitsprotokolle. Aufgrund der vertraulichen Art der durchgeführten Experimente haben nur Mobius Operatives mit der passenden Einheitszerebralchip-Kennzeichnung Zutritt zum Labor. Was bedeutet Serenade? Eine Serenade ist ein Musikstück. Ja, das ist ein klassisches Musikstück. Das ist so wie alle anderen in meinem Livestream, in meiner Livestream-Playlist habe ich ja dann Ode an den Wahnsinn, dann das letzte Mal war es ich glaube die Hymne der Verzweiflung war es beim letzten Mal, das erste Mal war dann war auch die Sonate des Schreckens mit dabei, also das Anfangswort ist immer irgendein klassisches Musikstück und eine Serenade ist ein klassisches, eher etwas trauriges, langsames Musikstück. Und es gibt auch zum Beispiel bei Zelda Ocarina of Time gibt es ja auch immer für jedes Element so ein bestimmtes Lied, was man auf seiner Ocarina spielen kann. Und da ist dann auch die Serenade des Wassers mit dabei. Jo. Befolgen Sie beim Betreten des Labors bitte alle Sicherheitsprotokolle und beachten Sie, dass Ihre Freigabestufe Sie auch an die in Ihrem Eintrittsvertrag dargelegten Prinzipien zur Nichtweitergabe streng geheimer Informationen bindet. Operatives, die versuchen, das Labor ohne die notwendige Freigabe zu betreten, werden einer in der Mobius-Sicherheitsstatuten aufgeführten körperlichen Züchtigung unterzogen. Alter, kriegt man an der Arsch versohlt oder was? Ach, da hätte ich auch drauf kommen können. Danke. Gern geschehen. Gern geschehen, immer wieder gern. Von daher, ich habe das einfach so gewählt, weil ich finde es immer so blöd, wenn man einen Livestream macht und es heißt einfach nur, weiter geht's. Oder Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4. Das ist doch doof. Deswegen wollte ich echt für gerade so Horrorspiel, wollte ich da was etwas Innovativeres haben. Ich glaube, da steht Anime auf. Oh. Da geht's wieder zum Raum. Und deswegen habe ich mich entschieden, immer so klassisches Musikstück zu wählen und dann so ein entsprechend passendes Wort wie Horror, Panik, Verzweiflung, Schrecken, Grauen, Wahnsinn, irgendwas in der Art halt, ne? Schauen wir mal, eventuell wird das nächste dann so Bolero der Angst oder sowas. Schauen wir mal. Irgendwas wird mir schon einfallen wieder.
Okay, da wollte ich auf jeden Fall die Schrotflinte hochladen. Huch. So, irgendwas hat sich da unten im Chat verhangen. Irgendwie sieht es nicht gut aus. Ich habe jetzt gerade auf der PC geguckt, ob da eventuell irgendwas ist. Ja, FSJ. Was FSJ? Definiere es genauer. Nicht einfach nur FSJ hier reinschmeiße. Ich glaube, da habe ich schon gehabt. Und dafür wollte ich mal Glibber sparen eigentlich. Aber was ich hier machen kann im Raum, ist auf jeden Fall speichern. So, neu verbunden. Da können wir jetzt auf jeden Fall speichern. Und erstmal einen Schluck Wasser. Achso. FSJ ist ein gutes Schreckenswort. Hi Sarah. Freut mich, dass du auch hier bist. Neue Gesichter kann man ja immer gut gebrauchen beim Stream. Das freut mich echt. Wenn auch noch neue Leute mit dabei sind. Jo, aber ja, natürlich, FSJ ist auch so ein Schreckenswort. Du hast es am eigenen Leib kennengelernt. Ich weiß nicht. Bolero des FSJ, das klingt aber auch irgendwie dämlich. Hi Wishmaster und hi Dionysos, jetzt kommen sie aber wirklich hier. Wie die Karnickel angerannt. Oh, das sieht aber auch ziemlich steril aus. Warum habe ich irgendwie das Gefühl, dass so à la Resident Evil sich jetzt hier so Lasergitter spannt und mich zerfetze wird? Ich weiß nicht, warum irgendwie der Eindruck erscheint. Aber ich glaube, es könnte so weit kommen. Achtung. Ich habe auf jeden Fall schon mal die Schrotflinte im Arschlag, falls irgendjemand denkt, er müsste hier Mucke machen. Oh, scheiße. Warum sieht es hier aus, als würde die Umbrella Corporation einen Tyrant basteln? Sie erinnert so ein bisschen an Resident Evil Ends. Okay, dann lass mich mal durch. The Cube. Stimmt, so hat es auch ein bisschen was davor. Was ist das? Ich glaube, da sind Ruhelose drin, mein lieber Bastel. An alle, die es noch nicht kennen, der hieß ja Sebastian Castellanos und ich will ja alles immer irgendwie aufs Pelzige machen. Und Sebastian im Pelzige wäre ein Bastel. Und da der Castellanos hieß und ich am Anfang bei The Evil Within Ends nur noch Castellanos im Gedächtnis gehabt habe, hieß der dann Kastel. Und im Pelzige ist der Sebastian Castellanos bei mir halt der Bastel-Kastel. Also nicht wundere, wenn ich dann Bastel oder Kastel zum sag. Okay, dann... Hier sollte man aufpassen. Ich glaube, das ist prädestiniert für irgendwelche Jumpscares hier. Und? Nee. Nee, die haben es schon hinter sich. So sieht's bei euch im FSJ-Keller auch aus, gell, André? Was haben wir dann hier noch? Hirnglipper. 300 Blubber gibt's noch für uns. Das ist schon mal nicht schlecht. Und... Oh, und ich weiß nicht, was ich hier drücken sollte. Haben wir hier irgendwas... Ist da was in dem Eimer noch drin? Nö. Okay. Ich weiß nicht, muss ich jetzt hier wieder was neu rebooten oder was? Oder muss ich irgendwas... ich weiß nicht, wo ich was zu drücken habe. Also die Visage, die hier drin eingesperrt sind, machen schon mal einen höchst seriösen Eindruck. Vor allem der Gentleman hier. Großartig. Höchst lecker und höchst anreizend, dass man auch in so einem Gebiet sich aufhält. Also hier kann ich aber nichts machen. Ihr habt nicht so viel Licht. Okay, in eurem FSJ-Keller. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Scheiße. Was haben wir denn hier? Ja, Vorsicht, nicht berühren. Ich habe auch nicht vor, die Dinger A zu touchen. Ich habe eigentlich eher vor gehabt, die zu zerstören, zu vernichten. Irgendwas in der Art. Ja, was ist denn jetzt hier? Muss ich den PC kaputt schießen oder was? Das ist nur ein stabiler PC. Ja, Also ich habe jetzt eigentlich nicht vorgehabt, hier an den Tanks rumzufingern. Aber eventuell hier irgendwas zu beschädigen. Was ist denn? Ah ja, einfach nur Spiegel. Okay. Ja, einen Durchgang hier gibt es aber auch nicht, oder? Man kommt hier nur durch die Endseite. Also, probieren wir es doch mal mit dem direkt gegenüber, ne? Probieren wir es doch mal damit. Alter Falter, ich kann mich auch echt manchmal wie der letzte Mensch anstellen. Okay, 30 Waffendeler haben wir hier noch. Alter Falter. Okay, fürs waschechte FSJ-Gefühl machen wir jetzt mal hier die Taschenlampe aus.
Und gucken mal, was hier noch rumschwirrt. Aber es freut mich auf jeden Fall, dass viele neue Gesichter und auch alte Leute, die mich noch vom letzten Mal kennen, wiederkommen. Es freut mich sowohl, dass neue Leute zukommen, als auch Leute, die schon mal bei mir reingeguckt haben. Das freut mich echt besonders, dass die dann auch wieder zurückkommen. Ach ja. Upp. Okay. Ohne einen dieser Chips komme ich nicht weiter. Bastelklug. Mach Sache. Durchsuche das Labor nach einem Einheitszerebralchip. Irgendwie gefällt's mir nicht so gut hier. Ich glaube, das gibt noch ganz, ganz hässliche Begegnungen hier in dem Gebiet. Und überall dieses Mobius-Zeichen noch drauf auf deiner Behälter. Oh Gott. Da komm mal her, du großes Schaf. Ja, komm schon her, du hässlicher Vogel. So. Zweimal auf den Buckel geschossen und dann stirbt er schon. Ja, komm doch her. Komm. Komm her, du Lappeduttel. Zack. So wird das gemacht. Alter Falter. Ich finde aber die Geräusche von der Ruhelose immer recht amüsant. Dieses Brrr. Das war ja gerade in The Evil Within 1 so besonders übel. Bei dem Kettensägen-Typ, den ich einfach nur der Ackermanns-Heinz genannt habe, der hat immer so Brrr Geräusch gemacht. Wie so etwas fettes, dummes und hässliches Schaf. Dann haben wir aber mehr als genug. Nochmal zur Sicherheit. Okay, der steht sicher nämlich auf. Wäre es einer gewesen, der wieder aufsteht, wäre er aufgestanden oder sein Kopf wäre geplatzt. Gibt nur die zwei Optionen. Okay, jetzt bin ich einmal hier im Kreis gerannt. Da kann ich jetzt genauso gut wieder zurückrennen. Und kann schauen, was man hier eventuell noch in... Ja, das war die Flasche leer. Und... Da war noch der Widerling. Da können wir uns jetzt nochmal hier umgucken im erlesenen Kreis hier. Okay, da ist noch eine Schublade und da ist eine Sicherung drin. Das hat man natürlich auch immer in so einem absolut sterilen Labor. Da kann man Sicherung immer gut gebrauchen. Und... Ja, natürlich, Schießpulver, warum auch nicht? Man kann es ja den Leuten als Drink verabreichen. So im Blackbeard-Style. Der Pirat Blackbeard soll ja unglaublich gern Rum mit Schießpulver getrunken haben. Ob das eine Legende ist oder ob das stimmt, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber man tradiert es so, dass der Pirat Blackbeard unglaublich gern Schießpulver mit Rum getrunken haben soll. Was macht dann du für eklige Geräusche wieder? Heia, ha, ha. Bist dann du Heiermann. Also heute habe ich wirklich ein bisschen Panik, jetzt mal ohne Scheiß. Das hat schon in der ersten Minute angefangen direkt. Wo ich gleich schon mal einen Schock gekriegt habe, weil einer von einer scheiß Ruhelose aufgestanden ist, was ich ansonsten eigentlich echt sehr locker wegsteck. Aber irgendwie... Wow. Also ich würde auch Gespräche hier sehr begrüßen, dann müsste ich nicht so sehr zittern. Mir hilft es auf jeden Fall immer wieder mit der Leute hier, mit den Zuschauern zu schreiben und zu sprechen. Resonanzpunkt wurde protokolliert. Ja, dann habe ich irgendwie nicht so besonders viel Schiss. Okay, jetzt noch einmal. Resonanzpunkt. Ja, ich kann aber nichts damit anfangen. Das muss wohl weiter auf sein, oder wo? Ah, da ist er. Oh, das war gut aus der Hüfte geschossen, oder? Das war ein guter Schuss. Umgedreht, gezielt und Kopfschuss. Warum nicht öfters so? Die Bevölkerung hat sich bereits verwandelt. Wenn das so weitergeht, ist in 2 Wochen keiner mehr da. Wir haben den Kontakt zu Mobius verloren. Wir sitzen hier fest. Mit Verlorenen. Okay. Nischt. Also wie ich den Resonanzpunkt jetzt krieg von hier aus, sei mal dahingestellt. Ich glaube eher, dass das was ist, was in der oberen Etage ist. Aber wenigstens der hässliche Lappeduttel, der die ganze Zeit hier im Kreissaal rumgestolpert ist, wenigstens der hat zu uns gefunden. Okay, da hat noch einer ein bisschen rote Suppe für uns. Insgesamt 3 jetzt davor.
Ja, immer die Hände waschen, wichtig. So wird's gemacht. Und sehr schön. Da können wir jetzt mal die Treppe hochwanken. Gucken wir mal, was da oben auf uns wart. Nix, was schön ist, glaube ich. Hier aber gibt's auch noch irgendwelche hässliche Viecher wahrscheinlich. Hier ist nix. Irgendeiner sappelt so durch die Gegend. Okay, man weiß es ja alles nicht. Ich schieß mal lieber auf alles vorsichtshalber, bevor es wieder aufsteht. Das ist auch so etwas, was ich in einer reale Zombie-Plage machen würde. Erstmal drauf schieße. Sicher ist sicher. Gute Zombieland-Regel. Double Tap. Ah, du delektiert sich gerade jemand an irgendeinem Gentleman oder einer Lady. Oh, da kommt noch ein zweiter Delektant dazu. Und jetzt feiern die so eine Fressorgie hier am Kadaver. Naja, komm, machen wir das so. Ups. So. Das war doch ordentlich. Ey, der steht ja wieder auf, der Sausack. Hoppla. Hör auf. Blödjan. Okay, diese Schrotflinte, die ballert gleich 2 um die Ohren. Das ist natürlich ziemlich heftig. 2 Kugeln auf einmal durch die Gegend geschossen. Okay, da muss ich mich auch erstmal dran gewöhnen. Na gut, dafür haben wir noch ein bisschen Schießpulver und 200 Brei gekriegt. Der andere hat auch noch mal ein bisschen Schmieres verloren. Dann können wir uns da mal umgucken. Allmählich wäre es echt geschickt, wenn wir irgendwo noch Munition fänden. Ansonsten sitze ich hier echt auf dem Trockenen. Irgendwann. Nur noch eine Flasche. Ja, das ist natürlich doof. Hier ist nichts. Na gut, dann gehen wir nochmal in den Dreierraum. So, hallo. Hier gibt es auch nur noch Leiche. Und, yay, es gibt Pistolenmunition. Das ist doch schon mal schön. Das ist sehr gut. Also Munition kann ich jetzt derzeit richtig gut gebrauchen. Und hier sind überall nur abgedeckte Tote. Man hat immer das Gefühl, die würden wieder aufstehen irgendwie. Gerade bei solchen Spielen. Und dann wundern sich die Leute, warum Leute Panik haben in einem Leichenschauhaus oder ähnlichem.